Und weiter geht's hier mit Erinnerungen von Charles Dickens und Charles Darwin bei Assassin's Creed Syndicate. Dann mal gucken, ob ich hier ein bisschen rüberkomme, um direkt loszulegen. Ja, die beiden Ds haben eine gemeinsame Mission, die beiden Charles. Bin schon mal sehr gespannt darauf, was es werden soll. Die Verschwörung um Darwin und Dickens. Bergen Sie Darwins Orchidee von den Docks. Naja, das ist jetzt natürlich, wird eher sagen, eine Option für Evie, wa? Meine junge Dame, entschuldigen Sie mein Benehmen, aber ich muss Sie um etwas bitten. Eine Lieferung erwartet mich an den Docks. Eine seltene Orchidee, die den weiten Weg von Madagaskar hierher kam. Aber es gibt ein Problem. Einer meiner Mitarbeiter will diese Blume für sich selbst. Er hat Schläger geschickt, um sie abholen zu lassen. Können Sie das glauben? Jo, irgendwie schon. Und Sie müssen diese Blume unbedingt vor Ihnen abholen. Mal gucken, ob ich so relativ schnell vorwärts komme. Nee, das war eine Fehlidee. Man wird es sicher schaffen, aber also der Zeit, denke ich jetzt mal. Oh nein, ist relativ weit weg noch. Ja, ja, du mich auch. Obwohl, die kommen jetzt hier noch relativ schnell rüber. Ja, ich bin doch schon da. Sie ist ein Eindringling! Ach so, ging ja trotzdem weiter. Nö, hast du nicht. War trotz allem noch ganz schön knapp, war also. Ein paar Sekunden später und das wäre schief gegangen. Ja, kann ich bitte mal den Enterhaken ausfahren, Evie. Wäre ich langsam mal sie dafür. Ist echt noch zu weit weg. Kuckuck. So, jetzt irgendwie wieder hoch. Nee, irgendwie nicht. Na egal. Okay, doch, geht auch. Zack. Eine Kutsche Darwin zurückkehren und das Ganze ohne irgendwelche kriegerischen Aktivitäten. Das ist doch auch mal erfreulich. Danke, junge Dame, danke. Diese kleine Orchidee mag belanglos erscheinen, doch sie birgt einige Geheimnisse, die unser gesamtes Verständnis der Natur verändern könnten. Es wäre schändlich gewesen, sie zu verlieren. Schändlich in der Tat. Vielen Dank. Das war's bereits? Na gut, aha. Darwin zurückkehren, na egal.
Ja, mal vorfahren. Wird wohl kaum schon alles gewesen sein, bis Darwins und Dickens. Ne, jetzt geht's mit C weiter. Oh, 2 sogar von ihm, okay. Hat hier noch etwas, weil hier fehlt mir auch noch ein C. Jo, wieso nicht? Wagen wir mal da runter. Wer weiß, je nachdem natürlich, wie groß die Erinnerung insgesamt ist, kann ja sogar vielleicht alles in diesem Patschen hin. Wäre eigentlich noch geil, wa? Dickens und Darwins. Nicht nur Teil 1 und Teil 1 von 1. Aber egal, wir sind in einem feindlichen Gebiet, weil Westminster gehört noch nicht uns und noch nicht erobert. Habe ich, wenn ich schon mal hier bin, noch etwas in der Nähe, was sich plündern zu lohnen würde. Triathlon, muss noch Bestleistung nicht gesetzt, ja. Nö, nichts Besonderes. Haben wir hier noch im Gebiet? Nee, das sind die. Skinsbefreiung, da ist eine Templerjagd. Da sind noch viele hier, wa? Naja. Was? Falsch angewählt? Achso, ist ungefähr das gleiche, deswegen. Aua! Doofes Pferd, ey. Weiter geht's. Grüße an einen Freund von Mr. Dickens und Mr. Darwin. Okay. Mein lieber Darwin, glauben Sie, unsere Freundin hier mit ihren vielfältigen Talenten reicht aus, um Mr. Hammond sicheres Geleit zu geben? Ich glaube, einen Mr. Hammond habe ich noch nicht kennengelernt. Ein gemeinsamer Freund von uns. Er trifft noch heute in London ein. Aus dem fernen Südafrika. Mr. Hammond besitzt sowohl ein enormes Vermögen als auch eine charmante Unschuld. Was ihn zu einer lohnenden Beute für einige der weniger redlichen Einwohner unserer Stadt macht. Wir fürchten, er braucht eine robustere Eskorte, als wir 2 alte Männer gewähren können. Ich habe etwas zu tun. Aber wir haben ihm bereits gesagt, dass Sie kommen. Sein Zug sollte vor 10 Minuten eintreffen. Dann sollte ich ihn nicht warten lassen. Prächtig. Allerdings. Ja, schon dabei. Weil ich eine Truhe gesehen, noch vorne abholen will. Hä? Dann muss die Truhe ja fast... Jo, da ist er auch schon. Plupp. Und zack. Und da ist ja die kleine Truhe. Na, Chemikalien drin. Seide und Leder. Alter, ich habe schon so viel Seide und Leder, dass man sich ein bisschen umtauschen kann. Da geil gewesen. Na egal. John Hammond Aufspieler. Kennt auch einen John Hammond, aber ist ein bisschen anderer. Ich gerade, ist nicht auch John Hammond derjenige aus dem neuesten Star Trek Film? Star Trek Into Darkness. Ich weiß, war eigentlich ein anderes, weil ich will jetzt nicht spoilern und so weiter. Aber der Name, mit dem er offiziell aufgetreten ist, hat doch auch John Hammond. Was? Ich bin gar nicht mehr sicher, Leute. Was zum... Bitte zum Weg, Leute, ich hab's doch eilig. Wie kommen wir jetzt da hoch? Verrückter Bahnhof, ey, hier geht's hoch, auf der anderen Seite geht's nicht hoch, naja. Okay. Sieht ein bisschen so aus, als hätte einen kleinen Grafikbug. Sie dürfen nicht über die Gleise, Madame! Ich bin Assassin, ich darf alles.
Tut. Wäre es geil gewesen, wenn es unser Zug gewesen wäre. Ja, also bitte runter, Ivy. Mr. Hammond, nehme ich an? Das ist korrekt. Evie Fry. Mr. Dickens schickt mich, Sie abzuholen. Ah, der gute alte Dickens. Das ist sehr nett von ihm. Gehen Sie vor. London. Dieses Wetter hat mir nicht gefehlt. Mein Vater ist kürzlich gestorben und ich komme heim, um ein paar Dinge zu regeln. Außerdem soll ich mich vermählen. Klingt nicht, als würden Sie sich darauf freuen. Ich habe meine zukünftige noch nie getroffen. Bella Wilton. Es wurde alles für mich arrangiert. Vielleicht ist sie eine gute Frau, vielleicht aber auch nicht. Ich werde ein großes Vermögen erben. Wie kann ich sicher sein, dass die Dame es nicht nur auf das Geld abgesehen hat? Gute Frage. Übrigens, Sir, sollten Sie sich vielleicht in Sicherheit bringen, weil das sieht so aus, bekämen wir gleich Probleme. Sir? Ah, da ist er, der Sir. Gib mir all dein Geld. Und zwar schnell. Kleider. Wenn ich darüber komme, dann lass ich dich Ja. Kommt nur her, Leute, kommt nur her. Ich fürchte, mein Reichtum erregt zu viel Aufmerksamkeit. Ja, glaube ich auch. Aua! Und die Fresse, ey. Da kommt mir eine Idee. Vielleicht kann ich die Aufrichtigkeit meiner Braut testen. Ich finde raus, was sie dich bewerben und tanze auf deinen Karten. Was hat Damit bin er ich nun vor? offiziell tot und habe auch kein Vermögen mehr. Ich werde Bella Wilton als ein Niemand treffen. Mal sehen, ob sie mich dann noch haben will. Kommen Sie, wir müssen meine Leiche loswerden. Holen Sie eine Kutsche und wir fahren damit zum Fluss. Ja, hier haben wir schon eine. Steigen Sie ein, Sir. Gute Arbeit. Wie aufregend. Das ist wie in einem spannenden Buch. Ja, so ungefähr. Ziemlich weit weg, also wenn da nichts passiert unterwegs, wäre es fast so und so optimistisch. Hilfe. Wow. Nur ganz knapp geschnitten. Oh oh. Die Leiche in die Themse werfen. Ja, bin gleich da. Hey, hey, ho! Alter Schimmel, jo, jo, jo! Aua. Ups! Entschuldigung! Dem toten Ziel bleiben wir doch gerne, aber die Kutsch fährt gerade ohne mich los. Hä? Wieso ist er jetzt dumm, wenn ich absteige? Was ist das wieder für ein Bug? Alter, ich glaube, langsam sollte nicht Let's Player sein, sondern Spieletester werden. Ich finde echt jeden paar neuen Bug, das ist ja unglaublich. Ich meine, Grafikbug ist das eine, aber so etwas jetzt. Ich steige ab, was macht, ich bin auch tot. Also nämlich ein Szenario von vor 3 Parts, war das mit Jacob. Damit bin ich nun offiziell tot und habe auch kein Vermögen mehr. Ich werde Bella Wilton als ein Niemand treffen. Mal sehen, ob sie mich dann noch haben will. Kommen Sie, wir müssen meine Leiche loswerden. Holen Sie eine Kutsche und wir fahren damit zum Fluss. Ja, ja, Sir, ich bin schon dabei. Mensch. Gute Arbeit. Wie aufregend. Das ist wie in einem spannenden Buch. Oder mit einem guten Film. Ach ne, da gab es damals gar nichts. Irgendwelche Super 8 Filme, glaube die kamen auch erst später. Aus dem Weg, Mann, ich hab Vortritt! Gut, da kam es auch noch rechts, aber egal. Ich führe einen Toten! Wir haben immer Vortritt. Eine gute Frage, war? Ich meine, Feuerwehr, Polizei mit Sirene ist klar, die muss passieren lassen, ne? Kein Thema. Vor allem mit Blaulicht noch, aber wie sieht es eigentlich mit dem Leichenbestatter aus? Und der kommt natürlich nicht mit dem Blaulicht, sondern mit dem Schwarzlicht oben drauf.
Hat der denn auch Vortritt? Hm. Meinen Toten behalt's nicht mehr, also dem ist vermutlich egal. Wäre von dem her eigentlich noch eine interessante Frage. Jo, Ivy find's auch. So, wehe, der fällt schon wieder runter. Was zum... Das ist wieder mal eine Scheiße hier. Du, 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 du. Nicht ganz elegant, aber es hat geklappt. Die gute Bella erreichen. Lassen Sie uns nun zu meiner Verlobten gehen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Weil die andere Frage ist, warum sollte sie ihn jetzt noch heiraten, wenn er gar nicht mehr er selbst ist? Als wäre eine große Last von meinen Schultern gefallen. Bringen Sie mich hinterher zum Haus meiner Verlobten. Nur um sicher zu gehen, ich möchte ihr die traurige Botschaft selbst überbringen. Dass sie tot sind. Halten Sie das nicht für zu riskant? Sie hat mich noch nie... Nein, jetzt schon wieder! Nein! Außerdem möchte ich natürlich sicherstellen, dass sie mir auch gefällt. Wow. Das war knapp. Miss Wilton? Ja. Mein Name ist John Roguesmith. Ich fürchte, ich habe sehr schlechte Nachrichten für Sie. Ihr Verlobter, John Hammond, wurde heute Morgen tot in der Themse aufgefunden. Oh, wie furchtbar. Der arme Mr. Hammond. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Sir. Bitte, vergeben Sie mir. Sie ist entzückend. Oh, ich glaube, ich bin verliebt. Ich hoffe, sie ist mehr fasziniert als abgestoßen. Und wie machst du jetzt gerade doch noch lebst und sie nur verarscht hast? Das Gespräch bin ich auch mal gespannt. So, wie sieht's denn aus? Und beziehungsweise bereits hier sehen, ob es noch irgendwelche neuen Missionen gibt. Nicht alles im Alten. Die nächste C-Mission, also schon ein kunstvoller Plan. Vielleicht bereits die letzte war. Mal schauen, wir sehen es gleich. Oh Mann, was für ein genialer Plan, war. Herausfinden, ob der künftige Verlobte nur in dem eigenen Geld her ist. Ich meine, die Frage ist schon berechtigt, aber das ist ja wiederum nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis. Und naja, also ich würde durchaus den meisten Frauen zutrauen, dass wenn der Künftige so etwas mit ihr machen würde, so eine Art Test, dass sie ihm eher eine scheuen würde und sie ihn dann verlässt, also umgekehrt, also von dem her. Ja, ich merk's. Ein kunstvoller Plan. Helfen Sie John Hammond, das Herz eines Mädchens zu gewinnen. Ach du Scheiße, muss das sein? Ich wollte gerade sagen, ich soll dann wieder mal zu Jacob wechseln, aber so etwas... tun, und zwar im Namen der wahren Liebe. Ja, aber so etwas wäre, glaube ich, eine Frau besser. Erinnern Sie sich an die junge Dame, mit der ich verlobt war, bevor ich mein Tod vortäuschte, um zu sehen, was für eine Frau sie ist? Nun, es gibt Neuigkeiten. Ich bin in sie verliebt und beabsichtige, sie zu ehelichen. Und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Ich habe auch schon einen Plan parat. Sie spielen einen Kriminellen und entführen sie. Dann bringen Sie sie dorthin, wo ich auf sie warte. Ich springe aus einer schattigen Ecke, schlage sie zusammen, rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz. Haben Sie das gut durchdacht? Was für ein bescheuerter Plan, ey. Nun setzen Sie mich an irgendeinem verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor. Irgendwo in Lambeth wäre passend.
Mein Plan als strahlender Held dazustehen, der mag diesmal ja klappen, aber was, wenn er das nächste Mal plötzlich mit Angsthase reagiert? Oh Mann. Wir sollten einfach ehrlich sein. Das wird reichen, verkommen genug. Und nun entführen Sie sie. Sie ist an der Waterloo Station, glaube ich. Oh, und passen Sie auf, dass sie Ihre Rolle gut spielt. Weiter so. Ja, ja, ich meine Rolle immer gut. Okay, ist nicht so weit weg, da geht er noch. Ups. Verzeihung, ich dachte, das wäre eine gute Idee. Naja, mal eine beschissene Idee. Aber egal, ich habe ja Panzerkutschen. Aus dem Weg, Mann. So. Mutwillige Zerstörung, siehst du, vor allem Erfahrungspunkte kriegst du in einem Videospiel. Im realen Leben willst du dafür ein paar Punkte, also schon Punkte bekommen auf dem Führerausweis, oder das sind andere Punkte. Ganz genau. Jo, auch Ivy findet's. Wenn mir immer zustimmt, hey. Ja gut, ich meine, ich kann mich mal ein bisschen beeilen hier. Na los. Wir sind jetzt hier wieder in den Kutsche rein. Er muss irgendwie wieder runterkommen. Ja. Gut, kein Zug kommt. Bella aufspüren. Bella Mia. Oh, das ist da oben. Bella Gefangenin. Ich schätze also mal, ohnmächtig schlagen geht nicht, wa? Denk recht eine Aufgabe auf Jacob. Sie kommen mit mir. Halte dich ganz halt! Hilfe! Niederschlagen geht echt nicht. Lassen Sie mich umgehend los! Nein! Toll. Was hat das zu bedeuten? Nur nicht laut werden. Das ist wirklich unangemessen. Da stimme ich Ihnen zu. Ja, jetzt haben wir das Problem. Wir kommen jetzt da runter mit ihr. Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schnappen. Hä? Na, klappt das? Natürlich nicht. Alter, was für ein Quatsch. Wie sollen sonst da runterkommen? Also rein im Spiel zumindest danke, wenn er mir einen Weg vorschlagen würde, weil ich kann es nicht erwarten, dass ich da auswendig weiß, wie der Banner funktioniert. Da ständig hin und her und darfst da K.O. schlagen, rennt aus dann, weil sonst bist du zu laut. Und so weiter und so fort. Also das ist schon nicht praktisch gelöst. Ich müsste eigentlich hier runterkommen, aber wie? Wie zum Beispiel komme ich da runter? Ich muss mir eigentlich echt zuerst einen Plan ausdenken. Ich traue dieser Frau nicht. Sie kommen mit mir. Halt! Hilfe! Oh, gütiger Gott! Ich störe gerade ein bisschen dort. Lassen Sie mich umgehend los! Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich muss irgendwie runterkommen. Was hat das zu bedeuten? Ja, das sagen wir gerade auch.
That's true, that's true. That's life. Dann sehe mich doch. Wir geben ein lächerliches Paar ab. Man wird sie im Handumdrehen schnappen. Zumal Ivy auch eine Frau ist, also aus dem Standpunkt ja gesehen. Kann ich denn nichts tun, damit sie mich freilassen? Du kannst mal die Fresse halten. Alter, das ist viel da unten. So, unten wäre ich. Wo hat es hier eine Kutsche näher? Verdammt, wow. Komm mir nicht zu nah, du alter Sack. So. Er muss irgendwo eine Kutsche finden. Ja, könnte klappen. Gut, keine Gefahr. Gut so. Ich habe kein Geld, wissen Sie. Sie werden furchtbar enttäuscht sein, wenn Sie Profit aus dieser Sache ziehen wollen. Warum machen Sie das? Warum sagen Sie denn nichts? Denn ich bin der stumme Bandit. Geht eine Erklärung von Ihnen. Vergessen Sie's. What are these fuckers up to? Jo, jetzt sagt er schon nichts mehr. Das Weibsbild hat mich entführt. Ups, jetzt weiß er, dass ich eine Frau Sie bin. frei, und zwar sofort. Ich werde Sie retten, Madame. Denn ich bin John Hammond, dein Verlobter. En garde! Nimm das, du Schotte! Aber alles sehen. Hier kommt die Bestrafung! Ha! Ich bin der Clown! Kann schwierig werden, wa? Sind sie noch stark? Das, du Schotte! Hier kommt die Bestrafung! Ja, komm, greif an, greif an. Ha! Ich Oh, oh! klar überlegen! Oh! Nimm das, du Schotte! Man stellt keine Frau. Hier kommt die Bestrafung! Ha! Oh! Ich bin dir klar überlegen! Nimm das, du Schotte! Welch glücklicher Zufall, dass Sie hier waren, um mich zu retten. Nicht wahr? Und wenn du erlaubst, meine liebste Bella, werde ich vom heutigen Tage an stets an deiner Seite sein, um dich zu beschützen. Komm, meine Liebe, lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden, dann werde ich dir alles erklären. Ich bin sicher, Mr. Dickens und Mr. Darwin würden gerne vom Glück ihres Freundes erfahren. Jo, und wer ist eigentlich das da? Da ist ja... Oh Mann, hey. So. Und wir sagen, wir gehen dann ganz kurz zu Mr. Darwin und Mr. Dickens. Haben wir mal einen Part abgeschlossen, nochmal mit der Überlänge, aber hey. Dafür haben wir ein glückliches Pärchen zusammengebracht und den Rest, das, ja. Mal schauen. Und ich mich immer noch fragen, was hat jetzt das eigentlich mit beiden zu tun, wa? So, Mr. Darwin, Mr. Dickens. Und Ende gut, alles gut. Unsere frisch Verliebten sind endlich zusammen und werden bald heiraten. Auch ich hoffe, einen Mann zu treffen, der seinen Tod vortäuscht und mich entführen lässt,
um zu sehen, ob er mir trauen kann. Nun, so wie ich Sie kenne, würde er das nicht überleben. Ich muss sagen, ich finde das recht aufregend. Ich mag diese Art von Geschichten. Mir kommt das merkwürdig bekannt vor. Ich frage mich, warum. Trinken wir auf John Hammond und seine Art, einer Frau den Hof zu machen. In der Tat, auf John Hammond, unseren gemeinsamen Freund. Jo, also eins muss man trotz allem sagen, ich glaube, mit ihm wird es eher in der Ehe niemals langweilig. Können wir, glaube ich, mal so sagen. Jetzt, das schon alles jetzt? Echt? Wahrhaftig? Ich glaube, er tritt ewig. Das war echt die ganze Erinnerung. Okay, trotz allem noch in ein paar gepasst. Ja, ich muss trotzdem sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Enttäuscht jetzt nicht unbedingt, aber dass das die ganze Erinnerung gewesen sein soll, war. Aber seht, wir haben alles um C und D abgeschlossen. Vielleicht kommt noch was bei Sequenz Nummer 9 nachher. Oder 8 natürlich auch noch. M für dann noch hier und da etwas mit dem Karl Marx. Aber ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es endlich mit der Hauptstory weiter, und zwar hier. Sequenz 7 des Amtsvergehens angeklagt. Da werde ich bis dahin, werde ich vielleicht noch offscreen hier ein paar Dinge erledigen, weil es sind doch noch relativ viele und so weiter und so fort. Und da muss auch noch ganz kurz hin für Synchronisations und so weiter. Aber ja. So wird dann eventuell im nächsten Part wieder hier bei Assassin's Creed Syndicate. Bis dahin, ciao zusammen!